Hallihallo und herzlich willkommen bei euch im Schweizer zurück zu Kingdom Hearts 3. Wir befinden uns mitten in der Karibik, wo wir allein gelassen worden sind mit unserem Jack Sparrow auf der Insel. Und was mich schon die ganze Zeit nagt und ich das machen will, ist das Kisteli aufmachen. Voilà, Karte des Archipel, eine Karte des Gebiets, um dich zurechtzufinden. So, haben wir dann gerade da irgendwo noch ein Kisteli rumstehen oder noch irgendetwas in dieser Art. Das Einzige, was ich auch noch nicht gemacht habe, ist in Mogri-Laden reinzuschauen, ob wir da noch irgendwelche neue Sachen bekommen haben. Und jawohl, wir haben Nirvana erhalten. Ein Zauberstab der Magie signifikant verbessert. Was ist denn signifikant? Oh mein Gott, was ist das für ein Wort? Okay, ja egal, komm, kaufen wir uns das mal. Ich glaube, wir haben ja genug Geldführung. Und einen grossen Schild, der den Angriff signifikant Jesus Maria, was ist jetzt das für ein komisches Wort? Ich muss nachher gerade wirklich schnell googeln. Was haben wir denn da noch bekommen? Ein Wächtergurt und Algis Kette bringen uns gerade momentan nichts. Bei den Ringen haben wir noch Angriff 1, Magie 1, ein Virtusring, ein Mutring, Angriff, FP bringt uns momentan auch nicht viel und das genauso wenig. Da haben wir alles bessere Sachen, so wie ich das im Kopf habe. Und wir haben noch Postkarten bekommen, um sie, wie er schon gesagt hat, im Briefkasten zu rühren in Twilight Town. Und das erste, was ich jetzt unbedingt noch machen will, ist, ich will noch unser neues Pulverschwert ausrüsten, Pulverschnee. Ein Schlüsselschwert mit Fokus auf Magie, Formveränderung, Sturmkrallen, Sturmkurven. Und wir haben noch Frostschutz zusätzlich. Jetzt muss ich aber schauen, ob wir das noch separat ausrüsten oder ob es das so macht. Frostschutz. Ich glaube, das ist automatisch mitgerüstet, also zum Schlüsselschwert dazu. Da hätten wir noch den Supergleiter. Neige im freien Fluss, drücke Dreieck, um weit in gewünschte Richtung zu fliegen. So können wir umeinander fliegen. Das ist ziemlich cool. Ich zeige euch das nachher gerade mal ganz kurz. Aber sonst würde ich sagen, lassen wir es eigentlich einmal so schon. Magier-Combo-Boost wäre natürlich auch ziemlich cool. Also gut, das Einzige, was ich natürlich noch machen könnte, ist schauen, was wir da noch alles für komische Sachen schon bekommen haben, wie Abwehr plus, FP plus haben wir 6 Mal bekommen. Ich könnte jetzt 6 Mal da auf den Sor reinheizen. Kann ich gerade mal schauen, ob das langt, um die Fähigkeit auch noch mit auszurüsten. Und voilà, Magier-Combo mit dabei. Dann nehmen wir doch das gerade mal so mit. Dann haben wir das Schlüsselschwert ausgerüstet. Wir haben, was habe ich jetzt vergessen? Ah ja, wir haben die neue Sachen für den Donald und den Goofy gekauft. Oh mein Gott. Hey, bin ich gerade vergesslich unterwegs. Ein Zauberstab der Magie signifikant verbessert. Nirvana-Stab, das geben wir ihm doch gerade, aber du hast da sogar noch einen Slot frei, wie ich gesehen habe. Also eigentlich könnten wir noch schauen, dass wir da einen Ring haben für dich. Ich will gerade sagen, die Waldbrosche, LP-Wanderer und gibt 3 Magie 2 Stärke, finde ich noch ziemlich cool. Und der liebe Goofy kommt von uns auch ein neues Schild über. Aegis-Schild mit dem komischen Wort 7 Angriff, das rüsten wir ihm doch gerade mal aus und weiter kann er auch nicht ausrüsten. Ich glaube, Fertigkeiten haben die zwei nicht auch noch irgendwie gross bekommen. Doch, du hast noch Eisboost bekommen wie Blitzboost. Das finde ich ziemlich geil, dann rüsten wir das auch gerade dir aus und du hast noch gar nichts. Du bist ziemlich langsam unterwegs heute, aber das finde ich auch gut so. Jetzt tun wir gerade mal schauen, wie wir weitergehen. Das heisst für mich jetzt, ich glaube, ich muss da abwärts schwimmen. Probieren wir das gerade mal aus. So, tauchen mit L2. Wow, wunderschöner Köpfler, nice. So, es ist aber noch episch mal ansinken, muss ich dann, denen steht es einmal, muss ich mir da schneller schwimmen, kann ich mit dem Kreis absinken und rauf. So, okay, alles klar, ich glaube, ich wette, wir finden hier einige Zutaten, das kann gut möglich sein. Mich wundert jetzt sehr, ob ich da jetzt auch noch Luft brauche, sieht nicht ganz danach aus, oder irgendwie schon. Da unten hat, oh mein Gott, ich hasse unter Wasser kämpfen, muss ich mir das jetzt wirklich im aller Gottes Ernstes antun. Also gut, dann probieren wir doch das gerade mal aus. Oh, das ist aber ziemlich anders als auf dem Land, muss ich sagen. Auch völlig andere Kombos. So, ich weiß gar nicht. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich die jetzt einfach komplett ignorieren soll. Das kann ja Stunden gehen, die zu erledigen da unter Wasser. Die nehmen ja praktisch irgendwie keinen Schaden. So, das Einzige, was mir aber da noch einfällt, ist, ich könnte probieren, mit dem... Ui! Ja, das funktioniert natürlich einiges besser. Ich würde sagen, wir benutzen mehr Magie, also Blitzmagie, in dem Fall unter Wasser. Ich habe mir nämlich noch gedacht, Blitz, Wasser, das ist noch eine gute Kombo, warum nicht? Das heisst also komisch anders, wenn ihr das gerade seht. Meeresblitz und Meereseis links unten. Okay, da haben wir noch ein paar... Ich würde sagen, wir machen gerade nochmal genau das Gleiche. So, im Haufen treffen. Jetzt killen wir euch halt nicht gerade ganz so schnell. Aber es funktioniert eigentlich ziemlich gut. So, das sind, glaube ich, gerade mal wieder alle gewesen. Nice. Ein gesunkenes Schiff. Schauen wir uns das gerade mal an, was für verborgene Schätze. Das sind, glaube ich, Quallen da rundherum. Ich glaube, die sollte man ja nicht berühren. Die geben einem so Stromschläge. Da kann man irgendwie durchs Schiff durch.
Okay, ich sehe ihn gerade. Also, da hinten sehe ich eine Kiste. Jetzt bin ich fast in die Qualen rein. Hey. Wegen einem Kiste. Sogar 2, 3. Oh mein Gott. Dann nehmen wir die doch gerade mit. Alle Heilmittel. Meisterring haben wir noch bekommen. Und was erwartet uns im letzten? Eine Mega Potion. Hat sich mega gelohnt. Aber, okay, so viel Schaden hat es jetzt auch gerade nicht gemacht. Aber ich Nudle hätte jetzt auch ein ganzes bisschen besser aufpassen. Da haben wir gerade noch einen Weg herausgefunden. Nice Sache. So, ich wollte eigentlich die Kiste da kaputt machen, aber das funktioniert nicht so ganz, wie ich das haben will. Ich würde sagen, dann tauchen wir sonst einfach einmal ein bisschen weiter. Und geben gerade diesen Lölis noch schnell einen kurzen Stromschlag, bis ihre Haare zur Decke stehen. So, jetzt ist nur noch eine Führung. Vielleicht bin ich jetzt am Überlegen, soll ich überhaupt Magie setzen? Ja, komm, machen wir das einmal. Ich würde sagen, so kommen wir am schnellsten vorwärts für die Horden. Ne? Der grosse Kampf unter Wasser. Ich keine Ahnung, ich habe es jetzt wirklich noch in keinem einzigen Spiel jemals gern gehabt. Jakobsmuschel. In keinem Spiel jemals gern gehabt, auch im Super Mario oder sonst irgendwo unter Wasser zu kämpfen. Das ist einfach nicht so mein Ding. Wir haben da 2 Röhren, wo wir durchschwimmen können. Ich würde sagen, wir probieren es gerade mal mit der. So, wir können da auch noch ein bisschen schneller schwimmen. Schwimmen wir aber irgendwie automatisch immer ein kleines bisschen gegen rauf. Das heisst, ich muss immer dagegen heben. Oder gegen runter. Oh, ein Hummer! Nice, mega fein. Das können wir gerade wieder brauchen dann zum Kochen bei unserem kleinen Chefkoch. So, wo sind wir jetzt da? Ui, okay. Gruppe herzlos, aber von denen lassen wir uns gar nicht irritieren. Ich würde sagen, wir ballern jetzt so viel Blitz da einfach mal rein, wie wir noch können. Und versuchen, die eigentlich mit unserem Blitz auszuschalten, aber jetzt ist gerade unser MP ausgegangen. Also müssen wir doch noch in Unterwasser-Nahkampf. Es sieht einfach so dumm aus, auch ein bisschen mit dem Strudel, den er da macht und den Pünktchen, die er losschießt. Ich bin jetzt eben, wie gesagt, kein Fan von Unterwasserkämpfen, aber trotzdem finde ich die Welt von der Karibik einfach eine nice Sache, muss ich sagen. Jetzt hoffe ich schon, dass der Donald... Oh, er hat uns gerade geheilt. In dem Moment, wo ich es erwähnt habe. Cool. Oh, was schnappst du auch nach uns da? Denen kann ich eben auch irgendwie gar nicht grossartig ausweichen. Aber wir haben jetzt gerade bald unser MP voll, dann kann ich wieder mit unserem Meeresblitz diesen Saftsäck zeigen, wo der Schweizer jetzt Land gewonnen hat. So. Haben wir jetzt gerade haben wir gerade das MP wieder, stehen da gerade alle ziemlich cool auf dem Haufen. So, warte, die stehen gerade auch untereinander. Es hat gar keinen getüpft. MP-Verschwendung, oh mein Gott. So. Nice, jetzt nehmen wir dich noch auseinander. Das sollte der letzte sein. Ich hoffe, es bahnen jetzt nicht nochmal ein paar nach. Come on, stirb einfach. Hey, es macht so keinen Schaden. So, das MP haben wir wieder voll. Das heisst, wir sind bereit für die nächste Gruppe von Herzlosen. So, da können wir auch gerade wieder mal noch einsammeln. Vielleicht kannst du sie aus der Entfernung vernichten. Ja, aber ich meine, ich kann jetzt ehrlich gesagt gut durchschwimmen. Also jetzt gut, jetzt habe ich mich einmal treffen lassen gegen den Schluss, aber sonst muss ich sagen, finde ich, hebe ich mich ziemlich gut, wenn es um die Qualen geht. Jetzt haben wir da wieder einen Gang. Heieiei. Ich würde sagen, dort führt der Gang zu nirgends. Das sehe ich ja schon auf der Karte zu. Ich versuche mich lieber mal durch das Loch da. Und verschwinde schnellstmöglich von diesen Herzlosen. Ich habe so keine Lust, gegen die zu kämpfen. Darum ignorieren wir sie da. Da vorne sehe ich nirgends ein Schiff und du. Da vorne sehe ich jetzt ehrlich gesagt eher einen Speicherpunkt unter Wasser. Ziemlich speziell, das heisst, da würde es eigentlich weitergehen. Jetzt haben wir die Höhlen gar nicht wirklich durchforschen, aber ganz ehrlich, ich bin jetzt gar nicht im Großen und Ganzen wirklich nicht draus gekommen, wo wir da entlang sollen. Also es hat jetzt wirklich mehrere Höhlen gehabt. Ich glaube, man hätte jetzt alles durchforschen können. Aber ich würde sagen, wir schauen direkt ab den Speicherpunkt mal weiter. Weil ich glaube, bis ich da jetzt herausgefunden habe, ob ich jede Höhle durchforscht habe und so weiter und so fort. Naja. Da vorne sehe ich so 2 Fühler aus dem Boden rausgehen. Whoa! Something's glowing. That seems suspiciously convenient. I'll check it out. This could be dangerous. But Donald, no pirate worth his salt ignores treasure. Schnapp dir den Piratenschatz und du denkst genau gleich wie ich, egal alles auf dieser Welt, ist es wert, unser absolut geile Kistchen dort hinten mitzunehmen. Ohne Kistchen kann ich einfach nicht leben in dieser Welt. Dann machen wir sie mal auf und schauen uns an, was uns erwartet. Oh mein Gott, ich bin gerade verschrocken, hey. Okay. Besiegen den riesigen Wasser...
lebenden Wasserherzlosen, wasserlebenden Herzlosen. Okay, das ist ein komisch zusammengeführter Text. Ich würde sagen, am besten sind wir dran mit unserem Meeresblitz. Oh mein Gott, okay, der kann uns wirklich auffressen. Oh mein Gott, wieso muss ich jetzt unter Wasser gegen dich kämpfen? Wie könnt ihr mir das nur antun? So, ich versuche jetzt da mal zu sinken mehr. Donald, danke dir viel mal von ganzem Herzen. Weil ich knall da jetzt einfach unser komplette Mana drauf. Bis anderes habe ich das Gefühl, bleibt mir fast nicht Führung. Leben bis nichts anderes. Nein, friss mich nicht, jetzt sterbe ich noch. Tu mir das nicht an. Heal, oh mein Gott. Wie soll ich denn gegen dich kämpfen? Die ganze Zeit so aus der Ferne mit diesen Attacken, das dauert ja Stunden. Du siehst also komisch aus mit dem Windrädchen hinten dran. Also ein richtiger Fisch hätte es jetzt schon dürfen sein. Nein, aus dem Weg, ich will etwas machen. Ja, er macht uns auch so Stromschläge. Ich finde das nicht so fair. Wir sind... Und ich habe gerade momentan keine Potion ausgerüstet. Donald hat uns gekillt, nice Sache. Und jetzt frisst er uns wieder auf. Oh mein Gott. Ich weiss nicht, wie ich gegen den vorgehe. Das ist jetzt sowas von einem komischen Bosskampf. Also ich versuche wirklich einfach aus der Ferne gehen. Wir können ja so Bömbel mit unserem Dings schicken. So, ich hoffe eigentlich schon die ganze Zeit, dass der Donald sich überwindet, uns zu heilen, bevor wir das mitmachen. So, ich heile mich jetzt nochmal ganz kurz auf. Ich glaube, das ist das Beste, was ich gerade machen kann. Jetzt bin ich mir überlegen, sogar mit Eis zu probieren, nachher mal auf ihn loszugehen. Er schaut mich so komisch an, das gefällt mir nicht. Ich nehme ihn mal da in den Fokus, da habe ich dich viel besser unter Kontrolle. So. Da schnappt er wieder nach irgendetwas. Bis jetzt sind wir nicht mehr so fest getroffen worden, seit ich ihn im Fokus genommen habe. Und 3 Balken bleiben noch. Du kleine, fiese Piep. Hey, ich weiss gar nicht, warum ich das bei jedem Bosskampf sage, aber eigentlich wollte ich rumfluchen bis zum Bach runter. Aber man muss sich ja beherrschen und benehmen. So, da ist irgendetwas vor mir, schwimmen da lieber mal wieder davon. Nice Sache. Sieht sehr gut aus. Oh! Ah, da wollte er mich irgendwie etwas machen. Ich habe das Gefühl, wir segeln am besten. Es sieht auch so cringe aus, wie wir da mit dem Schlüsselschwert da am umeinander strölen sind, am Schwimmen sind. Ich weiß nicht mal, wie ich das nennen soll. So, Magie hätten wir eigentlich voll. Jetzt könnte ich probieren mit Eis. Okay, das sieht auch noch ziemlich nice aus, aber für das müsste ich sogar noch ein Stückchen näher. Und das macht ihm einiges mehr Schaden als Blitz vorher, muss ich jetzt sagen. So, jetzt bleibt ihm noch mehr als ein Balken. Aber wie das aussieht, bringen wir das noch ziemlich gut an. Jetzt muss ich schauen, ich bin am Überlegen, ob ich wirklich am besten einfach mal schnell die Heilung reinheizen. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist der beste Weg, was wir gerade machen können. Jetzt versuche ich, so Bömbel auf ihn loszuschiessen. Kommen die überhaupt bis an? Fehlt nicht mehr viel, es fehlt nicht mehr viel, oh mein Gott. Last-Hit, wir haben Blitzgar erhalten. Eine bessere Version von Blitzer. Und Blitz, das habe ich glaube schon mal erklärt. Kisteli! Dringen weiter ins Höhleninnere vor. Also den Bosskampf haben wir irgendwie noch gut überstanden, würde ich sagen. Also am Anfang bin ich ziemlich befordert gewesen. Gegen den Schluss haben wir es doch noch irgendwie auf die Reihe bekommen. Aber das Kisteli, das habe ich mir reglich verdient. Ich freue mich schon, was drinnen ist. Ein Meeresherzbinder. Ein Talisman mit dem Mittelskop-Kommando Ariel zur Unterstützung herbeirufen kannst. Also Meerjungfrau Ariel. Oder eine andere Ariel. Das sieht doch, glaube ich, die sieht aber so komisch aus, also jetzt so auf dem Bild. Coop Meerjungsspektakel. Beachte die Ringe auf dem Boden und drücke mit dem richtigen Timing Kreis, um in der Höhen Lüfte zu springen und einen Wasserpfütze zu generieren. In der Luft kannst du X drücken, um den Gegner mit einem Wasserstrahl zu beschießen. Drücke zum Abschluss Dreieck, um Wasser von den Pfützen nach oben schießen zu lassen und die Gegner damit erst so richtig nass zu machen. Wir können Leute anspritzen. Das ist nice. So. Dann schauen wir uns gerade mal, wie es da weitergeht. Da ist irgendeine Strömung. Ich glaube, die schießt uns gerade nach oben. Sieht ganz danach aus. Das heisst, wir kommen, glaube ich, langsam wieder an Land.
Okay, nein, noch nicht ganz. Es sieht jetzt einfach nur nach einer Höhle aus, aber da können wir mal wieder wenigstens ans Tageslicht. Nein, Tageslicht haben wir da noch kein. Da vorne wartet das Tageslicht auf uns. Und das nächste Szenario. Huh? Oh, cool! Woohoo! It's our very own ship! You certain about that? Huh? What? Jack? Finders keepers. How'd he get here so fast? Mine. Savvy? Now, Sammy. Jack, you already have the Black Pearl. Aye. To which this ship holds no candle. But, take what you can, mate. Now then, my ship has a captain, but it does appear I'm in need of a crew. Suppose you'll have to do. Don't dawdle. Climb aboard. Ready now, helmsman? Ready enough, Captain, but aren't we kinda trapped? Now, Sora, I know you've made passage through straits far more dire than this. Just follow your heart's command. Make way! Und nun bereisen wir die lieben Meere mit unserem Jack Sparrow als Kapitän, die Leviathan. Also so heisst in dem Fall unser Schiff, ein neues und verbessertes Schiff. Die Leviathan verfügt über eine Reihe beeindruckender Funktionen. Leviathan-Macht: Fülle die Leiste, indem du mit einem Angriff Treffer bei den Gegnern landest und erfolgreich anderen Aktionen ausführst. Ist die Leiste voll, drücke Dreieck, um eine mächtige Attacke auszulösen. Wasserwall: Beschwör mit Viereck einen Wall aus Wellen, um dich gegen Angriffe der Gegner zu schützen. Am Ende eines Seekampfs werden die TP des Schiffs wieder vollständig aufgefüllt. Also eigentlich kurz gefasst, wir haben mehrere Spezialattacken, die unser Schiff ausführen kann, und wir uns nach jedem Kampf, den wir ausführen, tut eigentlich unser Schiff die kompletten Leben, die wir verloren haben, wieder regenerieren, wie wir da unten rechts sehen, der grüne Balken. Erkunde die hohe See. Alles klar, kann ich jetzt da... Jawohl, so kann ich jetzt unsere Karte anschauen. Wie ihr seht, unser erstes eigenes Piratenschiff, momentan noch mit Captain Jack Sparrow an Bord. Die Leviathan, Stufe 1, weiter müssen wir jetzt 100 Erfahrung sammeln. Wir haben 5000 TP, Feuerkraft von 100. Und wie ihr seht, können wir das jetzt hier leveln. Und wir haben jetzt da mehrere Inseln zur Auswahl, wo wir Land legen können. Jetzt könnte ich mir da eigentlich eins zur Auswahl machen. Jetzt sehen wir, da haben wir jetzt eigentlich angefangen, haben aus dem Dingsler rumgekämpft bis da über. Es ist halt die Frage, wo wollen wir an, und oben wäre halt Port Royal. Das kennen wir sogar vom Field selber noch. Ich persönlich weiss nicht, wo wir an sollen. Aber ich würde sagen, wir machen uns doch direkt einmal... nehmen wir die. Ich würde sagen, die finde ich noch cool. Oh, kann ich das jetzt nicht markieren? Oh Mann, jetzt habe ich gemeint, ich könnte das wirklich selbstständig markieren. Aber wie es aussieht, ist das momentan nicht möglich. So, jetzt könnten wir einmal sonst den Wasserwall ausprobieren, dass wir das einmal gesehen haben. Das ist so ein Schutzschild um unser Schiff herum. Da warten schon die 3 ersten Schiffe der Herzlosen. Und wie ich im letzten Let's Play schon erklärt habe, ist jetzt das Ziel eigentlich, die Kugeln eher abzuschiessen, die wir an diesen Schiff sehen. Mit denen One-hitten wir sie gerade und müssen ihnen nicht das komplette LP so abhauen, wie ich gesehen habe, funktioniert das eigentlich. Einwandfrei. Jetzt haben wir auch den Windjäger freigeschaltet, der uns gerade vorher erklärt wurde. Wir probieren ihn gerade mal aus. Das sind so mega viele Geschosse, die um uns herumschiessen. Sieht halt ohne Gegner jetzt ein bisschen makaber aus, aber dass wir wenigstens einmal auch ausprobiert haben, was es ist. Und so eine gewisse Art und Weise vielleicht gesehen haben.
That ship. It's the Heartless. Oh, but look, this time there's somebody aboard. Isn't that... Not the merry company I'd hoped for. Harley! a black coat? Of course. You back in the organization? Yes. Surprising, isn't it, that they do me the honor? Never count your cards until they've all been dealt. Jack, don't you give this creep the time of day. Come now. Are you really so unsophisticated that you decline a gentlemanly conversation? What'd you say? Sora, stand down. It's the code. Mustn't strike a pirate aboard ship when said pirate offers to confabulate. Ah, yes. And how could I love games and contests without honoring the rules? Because only by winning fairly does victory have any savor at all. But, of course, the code is actually more guidelines than rules. Speak your piece. I am looking for a box. A chest, perhaps. You know the one. Yes. Maybe. No, I know of a box. But said box is not a box you want to trifle with, mate. Trust me. Really? A wager, then? And of what nature would this wager be? What say we have a little race to that charming port town which you hold so dear? Port Royal. Yes. Whoever reaches it first is the victor. And the stakes? You tell me all about that chest. Against what? I will get you whatever it is you want. Done! Jack? Then we have an accord. Now, let us begin. All hands! Prepare to make sail! But Jack! Drop canvas! Hey! Jack! With a will, lads! Jack, listen! What? Oh. You can't let him get his hands on that box. Do you really know whatever it is that he's looking for? Let's just say there's a potential possibility he wants the chest containing Davy Jones' heart. But I haven't the foggiest notion why he'd covet the blighted thing. Is it a black box? It is more black than blue, so yes. Do you think it's the one? Could be. And winning the race would keep it out of Organization 13's hands. Hey. You're right. What are you three muttering on about? Basically, we need to win this race. Precisely. No purchase, no pay. You might have the makings of a pirate after all. Yeah. So, Segel setzen und Marsch, es geht los. Wir müssen ein Wettrennen gegen einen von der Organisation 13 starten. Jetzt hoffe ich, dass wir überhaupt meine kleine Chance haben. Ich versuche ihn jetzt Schaden einzufügen. Okay, ich hoffe, wir schaffen das wirklich irgendwie. Ich setze mal Rückenwind ein. So, überholen wir ihn. Gut, die eine Seite von ihm haben wir schon komplett zerstört, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir wirklich gegen ihn sollen kämpfen. Da vorne will uns ein anderes Schiff rammen. Oh, Knebe, Knebe, Knebe. Ich zerstöre mir auch gerade. Das sind so Rammschiffe, die uns versuchen aufzuhalten, dass er Rennen gegen den einen von der Organisation 13 zu gewinnen. Wir sind ziemlich gut dran. Wir sind, glaube ich, auch in Führung, wenn ich mich da nicht täusche. Ich versuche jetzt seine Kugeln davon abzuschiessen, aber muss aufpassen, dass nicht plötzlich da genau wieder einer aus dem Nichts auftaucht und uns rammen. Da vorne kommt gerade der nächste. Voilà, den haben wir auch nice erreicht. Wir haben Rückenwind zum Einfügen, das heisst, wir sind ein bisschen schneller unterwegs. Ich glaube, wir sind gut dran. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, da vorne kommt schon der nächste. So. Nice. Einfach nicht ablenken lassen. Ausweichen, ausweichen. Rückenwind. Daneben dran, der hat uns gar nicht verwünscht. Oh mein Gott. Ah, das hat uns ziemlich aus der Bahn geworfen. Bitte nicht, bitte nicht.
Bitte nicht, okay. Don't let up now. Wir lassen nicht nach, er ist dicht hinter uns, wir schaffen das. He's right on our stern! So, dann weichen wir dem aus und... Oh Mann! Ich weiss jetzt nicht, ob das wirklich noch gut kommt. So viel wie wir jetzt schon getroffen worden sind. Aber es sieht nicht schlecht aus. Ich weiss nicht, wo sich unser Gegner befindet. Wir sind kurz vor dem Ziel. Du wirst uns nicht davon abhalten, jetzt zu gewinnen. Come on! Nice, wir haben es geschafft! Oh! Das erste unerwartete Bosskampf. Jetzt ein Wettsegeln gegen die Organisation 13. Ich glaube, das Spiel will mich jetzt gerade völlig fertig machen. Lookouts, report. Starboard side, all clear! Bravo! We got this one in the bag. Das sieht wieder gar nicht gut aus. The game isn't over until it's over. Das sieht irgendwie wirklich gar nicht gut aus. Muss ich jetzt gegen die kämpfen? Fire! They're closing in! Come about! Make ready to return fire! Aye, aye. Das sieht gar nicht gut aus. Es sieht aus, als müsste ich die jetzt besiegen. Da kommen schon ein paar Angriffe auf uns zu, aber das können wir schön mit unserem Schild eigentlich abwehren. Jetzt muss ich da noch schnell schauen. Jetzt versuchen wir direkt mal gerade den da zu verwischen. Nummer 1 ist Geschichte. Nummer 2 haben wir auch gerade durch. Der macht mich fertig, der hat ja mehr Leben als ich. It ends here. So, das wäre unser Windjäger, den ich vorher mal gedrückt habe. Eben sieht dann schon ein bisschen spektakulärer aus, wenn man ihn einsetzt, wenn Gegner in der Nähe sind. Oh Mann, ich nehme ihn gerade auseinander. Woppa! Setzen wir gerade nochmal den Windjäger ein. Das macht ziemlich guten Schaden. So, wir sind hinter ihm. Der wird jetzt, glaube ich, gerade nochmal wieder im Schatten verschwinden, wenn ich das kenne. Oder was passiert jetzt? Oh nein, er setzt irgendwelche Strudel ein. Das behindert uns jetzt nicht, einfach auf ihn drauf zu ballern, weil irgendwie steckt er, glaube ich, irgendwie fest. Nice, also so geht das natürlich auch ziemlich leicht. Irgendwie steckt er da fest, das ist wirklich gerade ein Vorteil für uns. Ich würde sagen, wir nutzen den aus und bleiben einfach komplett drauf. Solange wir jetzt gerade momentan noch können. Okay. Also solange jetzt da nichts weiteres passiert, da versucht er gerade irgendetwas. Und wieso leuchtet da alles so schwarz umeinander? Ui! Okay, eine Druckwelle, um uns loswerden, die macht auch ziemlich guten Schaden. Okay, es geht weiter, alles klar. So. Nein, wir sollten nicht neben dem stehen, am besten wirklich eher richtig hinter ihm. Oh, da vorne warten wieder ein paar von diesen anderen Schiffen. Wir haben unseren Windjäger wieder parat. Das Beste, was uns gerade momentan passieren kann. Wir haben nur noch die Hälfte vom Leben. Das könnte knapp werden. Das könnte mega knapp werden. Wilde Kanone. Oh mein Gott, das macht Schaden. Go, 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 go. Haben wir ihn versenkt? Nice! Oh mein Gott, ist das in dem Fall der letzte, den wir noch besiegen müssen? Nein, wir müssen irgendwie an den anfahren und das Dreieckchen drücken, soweit ich das gesehen habe. Enter! Nice, wir haben es geschafft, oh mein Gott. Another game it is, then. Nein, tun wir das jetzt nicht an, jetzt müssen wir auch noch gegen den kämpfen. Nur gegen Herzlose, okay, alles klar. Besiegen alle am Deck. So, jetzt muss ich aber einfach aufpassen, dass ich da nicht sterbe, weil sonst muss ich wirklich komplett nochmal alles machen. Und das habe ich jetzt gar keine Lust.
wieso wir jetzt unseren Illusionsstock einsetzen können. Verstehe ich auch nicht ganz. Ich heal mich nochmal, weil die machen ziemlich guten Schaden. Haben wir irgendwie noch unseren Pulverschnee. Jetzt haben wir unser neues Schwert ausgerüstet, wo ich eigentlich unbedingt noch sehe, was der so bieten kann. Besonders seine Spezialfähigkeit mit den Krallen. Er hat ziemlich speziell tönt, würde ich eigentlich noch gerne leben. So, von dir lasse ich mich nicht fertig machen. So, wir haben Sturmkrallen aktiv. Setzen wir das mal ein, dass ich auch weiss, wie das mal aussieht. Okay. Ziemlich nice eigentlich. Also wir haben zwei Eiskrallen in der Hand, mit denen wir ziemlich gut im Nahkampf können wechseln. Wir haben gerade keine... Wir setzen lieber so Ultimativen ein, bis unser lieber Mana wieder aufgefüllt ist. So, Donald hat uns geheilt. Nice Sache, Gott sei Dank. Das hätte fast unser Ende können bedeuten. Oh mein Gott. So, wir haben hier noch eine weitere Stufe von unserem Schnee. Das wollte ich auch mal ausprobieren. Jetzt sind wir bei der Sturmklaue. Okay, nice. Jetzt haben wir irgendwie an den Füßen noch etwas erhalten, dass man wahrscheinlich geiler rumslidet oder irgendetwas in die Art. Und Schaden heisst das ja rein. Also das Schlüsselschwert zeigt mir gerade momentan ziemlich zu, muss ich sagen. Nimm das, du Löli. Oh, da können wir, glaube ich, noch ein paar Herzlose, nicht nur ein paar wenige. So, wir sollten bald unser Finale einsetzen. So, mich wundert es, wie das aussieht. Setzen wir es mal ein. Sieht cool aus, geil animiert. Aber ich muss sagen, der Illusionsstock gefällt mir wieder ein Ticken besser. Einfach von der Animation her, vom Kämpfen her einiges. Unser Schneeschwert, muss ich jetzt ganz ehrlich zustehen, das haut einen Damage aus. Und besonders mit den Klauen. Sturmkrallen. Nicht Klauen, sondern Sturmkrallen. Und nachher sind es Klauen. Nice, okay. So, wie viele von euch wollen auftauchen? Egal wie viele kommen, wir werden können und uns auseinandernehmen. Und da haben wir wieder ein bisschen stärker und unterwegs. Die anderen sind alles ein bisschen schwächer. Da hätten wir wieder unsere Sturmkufen. Ah, das sind Sturmkufen. Okay. Dann wissen wir das in dem Fall jetzt auch schon. So, da kommen noch ein paar Niemanden. Wollen sich auch noch von uns auf den Sack gehen lassen. Why not? So, Donald hat gerade noch einen Level-Aufstieg gehabt. Der Trio-Wächter bringt mir eigentlich in dieser Situation in meinen Augen nicht so wirklich viel. Darum lasse ich den jetzt einfach mal links liegen. So, die Sturmklauen sind ja brutal drauf. Ui. So, wir sollten eigentlich fast unser Finale einsetzen. Ist das gerade der letzte gewesen? Nein, da oben haben wir noch ein paar. Dann setze ich gerade unser Finale in der Hoffnung, dass ich ihnen noch Schaden kann mit dem zufügen. Nice, es hat fast noch einen Balken abgezogen. Ich muss sagen, dann hat sich das doch schon mal ziemlich gelohnt. So. Bis jetzt sind wir im Kampf ziemlich gut unterwegs. Seit wir das neue Schlüsselschwert haben, fühle ich mich auch irgendwie wohler als mit den Illusionen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Sturm! Kralle! Oder Kuhle, was auch immer. So, dann haben wir den Donald-Meteor, das setzen wir auch gerade mal noch ein. Unser Leben geht zu neigen. Vielleicht haben wir ja Glück und dass der Donald uns anschliessen gerade noch heilt. Oder wir setzen unsere Wutform ein. Haben wir ja schon lange nicht mehr gebraucht. So. Oh mein Gott, die Folge. Zuerst nur erwartet der Bosskampf. Dann plötzlich muss ich da gegen irgendwelche Schiffe kämpfen. Und nachher auf dem Schiff noch gegen weiss nicht wie viele Herzlose. Ui, ist in der Folge wirklich bis jetzt viel passiert. So. Nein, also ich glaube, es ist nur noch du zum Besiegen. Nachher haben wir es komplett alle Gegner auf dem Schiff erledigt. Und wenn ich schon die Ultimative unserer Wurfform habe, dann setze ich die auch noch ein. Nice, jetzt heal mich direkt nochmal schnell rauf. Keine Lust, am letzten Gegner noch zu sterben. So. Du kannst an der Decke rumwirbeln, so viel und so lang wie du willst. Vorbei und erledigt. Magieblitz haben wir erhalten. So, wow, ist das jetzt anstrengend gewesen. Hey. Ui. Dann schauen wir uns doch gerade mal an, wie es weitergeht. Nach dem kurzen Ladebildschirm. Ganz kurzen Ladebildschirm.
Magnificent. I salute you all, gentlemen. You're up to something. I love it. Perish the thought. I know when I've been outdone. You were outdone before you even started, mate. But I admire your conciliatory way of conceding defeat. Yes. Now I believe I owe you your prize. But I neglected to ask what it is that you want. Perhaps you'll enlighten me. Aye, that's easy. I want the chest that's aboard the Dutchman. No, Jack! Don't tell him! Really? Not good. Oh, Jack! Well, I didn't tell him which Dutchman. You tricked him. Actually, I outwitted him. You knew he'd tell you where it was. I've always been far more interested in the long game. Now let's see where it takes us. That is, if you stay apace. Huh? After him! Nay, there's no point. Why not? The ship's listing near to scuppers from that cannon fire. She'll be needing repairs. Best make berth at Port Royal. What? Look for crabs. They'll set her right. Crabs? Why crabs? Never mind the particulars, mate. The white crabs, savvy? Aye, aye. Die große Krabbenjagd trainiert den Stein in Port Royal auf der Suche nach weißen Krabben. Diese schlauen Schalentiere wissen, wie man sie sich gut versteckt. Du findest sie an allerlei ungewöhnlichen Orten, von Eichenfässern bis hin zu Kanonenrohren. Die Anzahl der Krabben, die du benötigst und bereits eingesammelt hast, wird dir in der rechten oberen Bildschirmecke angezeigt. Also ich glaube, das muss ich jetzt nicht nochmal übersetzen. Das ist ziemlich klar. Wir müssen Krabben suchen, um unser Schiff wieder auf Vordermann zu bringen. Wir haben den Anker gelegt im geliebten Port Royal. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir doch einen ganz kleinen Cut. Ich danke vielmals fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge mit eurem Schweizer. Bis dann. Tschüss.